Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Also ich fühle mich immer wie so eine Zug... Wie sagt man denn, die Frau, die so am Bahnhof so die Durchsagen macht? Und jetzt bitte alle auf Gleis 1 wechseln. Okay, das sagt sie nie. Egal. Alter, es ist gerade so warm in meinem Zimmer. Ich nehme eigentlich immer am Abend oder so fast in der Nacht meine Podcast-Folgen auf, weil ich einfach den Vibe dann irgendwie viel nicer finde. Und sonst irgendwie am Abend hat man doch immer mehr Bock, um so ein bisschen Tage und so ein bisschen Deep Talk haben und so. Aber heute wird es mal am Nachmittag aufgenommen, weil ich heute Abend noch auf Zürich gegangen und sie kommt ja schon heute Abend online. Auf jeden Fall, ja. Um das geht es nicht. Ich habe schon länger eine Idee gehabt. Ich habe das schon mega lange geplant und ich finde das eine mega coole Idee. Und ich will das unbedingt mal ausprobieren. Ich glaube, ich habe es in der in einer Podcast-Folge auch schon mal darüber geredet, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, die mir auf Instagram folgen, die wissen es schon. Und zwar habe ich gedacht, ich habe so ein bisschen eine Umfrage mal gemacht, was fände ihr cool, und sehr viele haben gesagt, sie fänden so ein bisschen grosse Schwestertags mega nice. Und ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, okay, was wäre auch cool, also weißt du, zum Beispiel jetzt gerade die Podcast-Folge das erste Mal, ist ja auch so ein bisschen ein grosser Schwestertag gewesen, und der ist auch mega gut bei euch angekommen übrigens, das habe ich mega nice gefunden. Ja, und ich dachte, das wäre cool, mal so ein bisschen eine Podcast-Folge zu machen, was wirklich um das grosse Schwestertag geht. Heisst, ihr könnt mir eure Struggles, eure Fragen, alles, was ihr wollt, dass ich im Podcast bespreche oder vielleicht meinen Senf dazu gebe oder so, dass ihr das mir schreibt und ja, mit thematisiert das da in dem Podcast. Und ich habe eben so eine Instagram-Umfrage gemacht und die war anonym gewesen. Das heisst, die haben auf Telonym heisst es, glaube ich, haben wir dann so eure Fragen können schicken und alles. Und es sind so viele Fragen gekommen. Es hat mich wirklich mega, mega gefreut. Aber ich muss schon mal jetzt sagen, ich werde wahrscheinlich nicht alle Fragen können beantworten. Also, es war wirklich so viel gewesen. Und teilweise haben sich so viele Leute Mühe gegeben mit so richtig langen Texten und so. Also ich habe richtig, richtig Freude gehabt. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht alle Fragen können beantworten. Aber wenn euch das gefällt, das Format, können wir das sehr gerne noch mal ein zweites Mal machen oder sonst mal irgendwann, weil ich finde das eigentlich eine mega coole Idee und eine coole Möglichkeit. Und ich glaube gerade, wenn ich so ein bisschen jünger gewesen wäre, hätte ich das mega cool gefunden, so ein Podcast, wo einfach jemand so voll offen über alles redet. Und also nicht nur Jüngere, auch sonst, ich finde es auch jetzt noch spannend, wenn das irgendjemand macht, so jemand, der gleich alt ist oder älter, einfach wenn man so von seinen Erfahrungen erzählt, weil ja, man lernt ja von jedem Menschen irgendetwas. So. Genau, also auf jeden Fall habe ich auf Instagram euch so ein bisschen gefragt und ich habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe mir jetzt nur so ein bisschen Gedanken gemacht, jetzt noch nicht so komplett überlegt, aber auch so ein paar Fragen rausgesucht, weil ich gedacht habe, ja, da kann ich irgendetwas dazu labern oder da habe ich vielleicht eigene Erfahrung oder so. Darum, wo starten wir? Oben oder unten? Wir fangen jetzt einfach mal random an. Okay. Was würdest du machen bei einer Kollegin, die sich alles nur um sie dreht? Es geht bei jedem Gespräch um sie. Wenn man ein Thema von sich erzählt, geht es im nächsten Satz wieder um sie. Sie stellt sich immer in die Opferrolle oder ist der klassischste Mensch auf Erde. Ich weiss einfach nicht, wie ich das ihr sagen soll, weil sie versteht es voll nicht. Sie lässt es auch nicht mit sich diskutieren, muss immer recht haben. Ich weiss voll nicht weiter. Wäre mega nice, wenn du das im Podcast thematisieren könntest. Boah, okay. Spannende Frage. Ich finde es vor allem spannend, weil es nicht so ein 0815-Thema ist, also weißt du, sondern wirklich so voll spezifisch. Ich finde es cool, ich freue mich richtig auf die Podcast-Folge. Also, ich als grosse Schwester, nein, Spaß. Nein, also, ich kenne die Situation, ich kenne auch so ein paar Leute, wo ich merke, da kommst du irgendwie nicht so zu Wort, beziehungsweise, ja, es dreht sich nachher immer um sie und sobald du mal von dir erzählst, dann geht es nachher irgendwie gleich wieder um sie. Also gerade wenn, ich kenne es zum Beispiel, ich habe jetzt gerade so 1-2 Personen im Kopf, wenn ich dann so etwas sage oder irgendwie ein Problem von mir habe, wo ich so etwas anspreche, was mich vielleicht gerade beschäftigt, dann kommt die Person gerade mit, ja, das habe ich auch gerade irgendwie so ein bisschen. Also, ist jetzt ein mega doofes Beispiel, so, ja, Alter, ich bin so müde, ich bin gestern irgendwie schon um 1 pennen und dann kann sie, ja, ich bin irgendwie auch dann pennen und dann geht es irgendwie nur um sie. Okay, ist jetzt nicht mega ein Thema, wo jetzt mega deep wäre oder so, was mich jetzt wirklich beschäftigt. Aber wisst ihr, was ich meine? So wie, die Person erzählt dann auch gerade davon. Und das kann manchmal mega anstrengend sein. Also klar, es kann auch helfen, wenn du einen Struggle hast und die Person hat das vielleicht auch erlebt und erzählt dann ihre Story und wie sie es gemeistert hat oder irgendwie so. Das kann ja safe helfen. Aber ich glaube, wenn es immer wie der Spieß umdreht wird, dass es nachher um die Person geht, kann es mega anstrengend sein. Und ja, darum kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Ich finde, wenn es jetzt irgendwie jemand ist, der nicht so in deinem näheren Kollegenkreis ist, weißt, wo du einfach mal ab und zu wieder siehst oder irgendwie so, dann musst du jetzt nicht unbedingt ansprechen, dann ist es halt einfach so ein bisschen mühsam. Vielleicht kannst du dich auch so ein bisschen distanzieren von dieser Person oder so. Aber ich glaube, wenn es wirklich eine gute Kollegin ist, also ich kann jetzt sagen einfach Kollegin, weil
die Person geschrieben hat, Kollegin. Natürlich auch auf Männer ausbezogen. Nein, fände ich es eigentlich voll nice, wenn du das ansprechen würdest. Ich weiss, dass es wahrscheinlich mega unangenehm ist, so etwas anzusprechen. Gerade weil du halt so ein bisschen nicht front ist, aber du halt wie etwas ansprechen. Also du hast eigentlich so ein bisschen, ein negatives Feedback so ein bisschen geben. Aber ich finde, so bei guten Freundschaften ist das eigentlich nicht immer etwas Schlechtes. Es kommt natürlich ganz auf die Situation drauf an, aber es kommt auch darauf an, wie du das ansprichst. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich etwas Nices, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie selber nicht merkt, dass sie immer noch von sich redet, weil ihr das wahrscheinlich noch niemand gesagt hat. Und eben sie selber auch das gar nicht merkt oder vielleicht selber das Gefühl hat, eben, dass, wenn sie dann von sich redet, dass dir das etwas bringt oder whatever. Und ich glaube, wenn du das ansprechen würdest, würde das eurer Freundschaft sehr viel helfen, natürlich auch dir. Und ich habe das Gefühl auch ihr, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn das so ein bisschen ihr Charakter ist und das auch bei anderen Menschen macht, dass das ja nicht nur dich aufregt, so ein bisschen. Und eben, dass ihr das ja niemand sagt. Und darum, es kommt natürlich darauf an, wie das ansprichst. Ich glaube, wenn, dann würdest du es so ein bisschen ansprechen, nicht im Sinne von mit dem Finger zeigen und du tust immer von dir reden und du und du und du, sondern so ein bisschen Ich-Botschaft. Ich glaube, mit dem kommst du allgemein so ein bisschen weiter im Leben, habe ich so ein bisschen gelernt. So im Sinne von, hey, ich merke, ich komme nie so richtig zu Wort und ich kann irgendwie nicht so viel Platz zum von meinen Problemen erzählen oder einfach so ein bisschen Ich-Botschaften. Ich glaube, dann fühlt sie sich auch weniger angegriffen und du kannst einfach sagen, hey, ich meine es voll nicht böse. Ich merke einfach, dass es in mir langsam immer mehr, dass es mich immer mehr so anfängt, so ein bisschen zu triggern. So über das werde ich dann auch oft reden, mein Glas fühlt sich immer mehr. Ich tue das immer so ein bisschen bildnerisch darstellen, dass es so ein bisschen wie ein Glas ist. Und je mehr dass so etwas passiert, weißt du, wenn es einmalig ist, ist es ja nicht schlimm, aber wenn es zweimal ist und dreimal, dann fühlt sich das Glas immer mehr, bis irgendein Platz ist. Und ich glaube gerade, also die Veranschaulichung, die hilft mir aber mega, um mich erklären. Und wenn du hier halt sagst, so, ich merke, mein Glas fühlt sich gerade immer mehr, dann kann man es irgendwie einfacher verstehen. Also kann die andere Person auch einfacher verstehen, okay, ja, ich merke das. Es tut mir leid, ich werde in Zukunft darauf achten. Es kommt halt auch darauf an, wie alt sie sind. Vielleicht hätte ich eigentlich dazu schreiben noch ein Alter dazu. Weil gerade wenn man halt so ein bisschen jünger ist das vielleicht mega schwierig, irgendwie so Kritik dann annehmen und sich nicht gerade angegriffen fühlen. Aber ja, ich bin mir sicher, dass du das gut wirst ansprechen und ich glaube, es geht nicht darum, dass du sie irgendwie frontest oder verletzt oder irgendwie sagst, du machst das falsch und du bist eine scheiß Kollegin, du bist eine toxische Kollegin, sondern dass sie etwas daraus lernen können, dass sie zusammen gemeinsam gegen das Problem arbeiten, so ein bisschen. Ja. Boah, ich fühle das im Fall gerade so, mit euch so ein bisschen zu tagen. Und ich glaube, ich hätte auch gerne so eine grosse Schwester gehabt, wo ich auch so ein bisschen tagen und so ein bisschen die Meinung darüber hören, was die anderen Personen darüber denken. Und jetzt macht es mir einfach irgendwie Spass, um so ein bisschen halt euch, blöd gesagt, helfen. Also ich hoffe, dass ich euch helfen kann. Okay, ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Was machen, wenn man merkt, dass eine Freundschaft auseinandergeht? Boah, Freunde, über das könnte ich eine ganze Podcast-Folge drüber reden. Weil, keine Ahnung, also es hat ja auch schon so ein paar Situationen in meinem Leben gegeben. Ich habe voll genuschelt, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ein paar Situationen in meinem Leben gegeben. Und ich finde es so schwierig, über das zu reden, weil, weißt, ich weiss auch, dass Leute, die von meinem Freundeskreis meine Podcasts hören. Und dann ist es so, vielleicht hört die Person jetzt nicht zu. Nein, ich habe zum Beispiel gerade eine Freundin im Gymi gehabt, die sehr, sehr, sehr eng war. Also wirklich, ich glaube nie so eine Freundschaft gehabt, die so eng war. Also, wir sind eigentlich gefühlt in einer Beziehung, einfach außer dass es nicht romantisch war, aber so vom Ding her. Und es hat am Schluss auch einfach nicht mehr so gepasst, dass wir uns einfach auseinandergelebt haben. Und ich muss sagen, für mich war es mega schwer gewesen, so zu merken, dass die Freundschaft jetzt auseinandergeht. Und ich habe aber sehr viel auch gelernt währenddessen, dass die Freundschaft auseinandergeht. Weil ich habe mega oft, also weißt du, das Gym war dann vorbei gewesen und du hast dann noch aktiv dich darum kümmern und ich habe gemerkt, ich habe so wie einen Moment gehabt, wo so ist, ja okay, es ist jetzt gut so und dann kommst du aber wieder voll zurück, dann kommt irgendwie so am Abend, hast du so einen richtigen Heulanfall, schaust alte Bilder an oder irgendwie so, also nur schon Flashbacks auf Snapchat, das ist der grösste Killer. Und dann schaust du wieder so Flashbacks an und denkst dann einfach so, Mann, wieso haben wir es eigentlich jetzt, also weißt, wieso haben wir es nicht mehr gut, so, wir könnten doch einfach wieder jetzt mehr machen und es werden so wieder wie früher. Und dann triffst du dich irgendwann wieder mit dieser Person, meldest dich wieder mal, dann macht er etwas und du merkst einfach, der Vibe ist nicht mehr da. Und es hat seine Gründe, warum dass ihr nicht mehr befreundet sind oder nicht mehr, also weißt, wieso die Freundschaft auseinandergegangen ist.
Und das habe ich so ein bisschen gemerkt, dass immer wieder mal bei mir so Schübe kommen, also so Momente kommen, wo ich die Freundschaft vermisse und dann habe ich mir so gedacht, ich kann mich einfach wieder melden und wir sehen das wieder mehr und man kann mega also weißt so. Und ich kann einfach für mich merken, hey, es hat einen Grund gegeben, warum wir uns auseinandergelebt haben, beziehungsweise warum die Freundschaft auseinander ist und wir nicht mehr so close sind. Und das Einzige, was eigentlich uns noch so zusammenheben ist halt die Erinnerungen und die Vergangenheit und das soll halt nicht die Basis für eine Freundschaft sein. Und das habe ich eigentlich so ein bisschen akzeptieren. Und ja, das Einzige, was es eigentlich heilt, sind in dem Sinn, ist die Zeit, so ein bisschen, dass man es zulässt, dass Freundschaft immer nicht auseinandergeht. Also es kommt natürlich darauf an, weißt, es gibt natürlich auch Freundschaften, die auseinandergehen, aber einfach, weil man vielleicht immer weniger miteinander zu tun hat, beziehungsweise weil halt einfach, keine Ahnung, vielleicht bist du vorher in der Schule zusammen gewesen und jetzt machen beide einen anderen Weg oder so. Und da finde ich es auch mega cool, wenn man sich dann wieder Mühe gibt zum Freundschaft mit Pflegen und sich wieder mehr melden. Und das ist halt mega schwierig, weil gerade wenn du in der Schule bist, dann siehst dich jeden Tag und musst nicht so viel Effort geben, sage ich mal. Und gerade wenn du aus der Schule dann bist, musst du mega viel Effort geben, um dich wieder zu sehen, musst richtig aktiv dich bemühen, um die Freundschaft zu pflegen. Aber ich weiss jetzt gerade nicht, was genau deine Situation ist, aber ich habe jetzt gerade mehr davon geredet. Wenn eine Freundschaft wirklich auseinander geht, weil es einfach nicht mehr so passt. Beziehungsweise einfach, weil es halt seine Gründe hat, warum eine Freundschaft auseinander geht. Voll. Und eben, es hat seine Gründe. Genau, und darum ist es vielleicht nicht immer so schlimm, blöd gesagt, also es klingt jetzt mega hart, so schlimm, wenn eine Freundschaft auseinandergeht, sondern eben gerade nur schon, wenn ihr du nur an der Vergangenheit und Erinnerungen festhebst und das euer Fundament für eine Freundschaft ist, dann hebt das nicht lang. Das ist eigentlich genauso wie in einer Beziehung, wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist, wenn du merkst, es passt eigentlich nicht mehr, beziehungsweise ich könnte euch irgendwie gegenseitig nicht mehr glücklich machen oder ihr sind die ganze Zeit umstritten oder whatever. Einfach so, es passt einfach nicht mehr. Und das Einzige, was euch noch zusammenhält, ist wirklich nur noch die Vergangenheit. Dann ist es vielleicht manchmal einfacher zum Loslassen als zum Festheben. Aber es gibt auch so ein Bild, das könnt ihr safe irgendwo im Internet finden, wo so, wenn ihr eingebt, manchmal ist Loslassen, manchmal tut Loslassen weniger weh als Festhalten oder irgendwie so. Und du siehst halt so ein Bild von einer Hand, wo sich so mega, mega Kraft gibt, um einander festheben und loslassen, sieht dann so aus wie eine Lösung. Ich weiß nicht, was ich glaube, ich habe wirklich so ein bildnerisches Gedächtnis. Mir helfen damit Sachen mega, wenn ich sie so bildlich vor Augen habe. Darum werde ich wahrscheinlich auch mega oft in den Podcasts oder vielleicht vor allem mit dem so ein bisschen probieren, euch das bildnerisch, sagen wir so, bildnerisch zu veranschaulichen, weil mir das halt selber auch mega hilft. Vielleicht hilft euch ein paar noch von euch raus. Das ja irgendwie auch. Oder vielleicht wisst ihr, wie ich es meine. Voll. Und irgendwie das hat mir so ein bisschen mega geholfen, dass ich gemerkt habe, vielleicht ist es wirklich sogar einfacher, wenn man loslässt. Und es ist jetzt mega doof. Wir hatten eine mega, mega schöne Zeit gehabt. Es war mega toll gewesen. Und es war ein mega krass wichtiger Mensch in meinem Leben gewesen. Aber ich merke gerade, gegen den Schluss ist es halt wirklich für uns beide schwierig geworden, das eben also zu festheben, weil es halt einfach wirklich nicht mehr gepasst hat und ja, einfach vielleicht auch Sachen passiert sind. So. Und dass es wahrscheinlich uns beiden mittlerweile besser geht, wenn wir nicht mehr so Best Friends sind. Und ja. Oh, jetzt kommt eine richtig lange Nachricht. Aber ich freue mich. Also, sind wir ready? Hallo, ich finde es mega nett, fragst du uns, was wir... Oh mein Gott, ist das Bündner Dialekt? Oh mein Gott! Also ich liebe Bündner Dialekt, aber zum Lesen ist es so schwierig. Also, ich finde es mega nett, fragst du uns, was wir in deinem Podcast hören wollen. Danke vielmals. Vorab schon mal sorry wegen meinem Bündner Dialekt. Ich hoffe, du verstehst trotzdem, was ich schreibe. Also, ich bin schon seit langem am Kämpfen mit meiner Sexualität und habe keine Ahnung, wie ich es sagen soll. Ich weiss nicht, ob ich auf Männer stehe oder doch auf Frauen. Ich bin übrigens ein Mann, 22. Ich will es aber bald anderen einmal sagen. Ich habe Angst vor ihren Reaktionen. Vor allem, weil man sagt, man hat zum Beispiel nichts dagegen, aber man will dann gleich nicht, dass die zwei sich kurz küssen. Und das, finde ich, ist ein grosser Unterschied eben zwischen zu sagen, es macht einem nichts und es dann aber irgendwie doch etwas ausmacht. Auf jeden Fall gehe ich mit 2 Männern in die Schule und ich bin mit ihnen befreundet, die homophob sind. Habe ich gemerkt, und Frauen wie objektiv behandelt. So eklig. Die Schule ist jetzt dann vorbei und wir sehen uns dann
und wir sehen uns dann, sorry, Bündnerdialekt ist so schwierig zu lesen, sehen uns dann nachher eh nicht mehr. Aber hättest du einen Tipp, wie ich allgemein mit dem umgehen soll? Ich würde mega gerne einfach so sagen können, dass ich noch nicht sicher bin, auf was ich stehe, aber sicher auf Männer oder beides. Ich wünsche mir das so sehr, aber leider gibt es viele Leute, die in unserer Welt was dagegen haben. Und meine Schwester findet es auch mega grusig, so wie ich es über die Jahre mitgekriegt habe. Danke vielmals, wenn du das alles gelesen hast. Erstmal, danke vielmals für deine Nachricht. Also ich glaube, als allererstes, du hast ja so ein bisschen geschrieben, so, du bist dir noch nicht so sicher, so, ob du jetzt wirklich auf beide Geschlechter stehst oder whatever. Ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig, dass, also, sich da so müssen zu labeln, um dich zu outen, sage ich mal. Also klar, wenn man es für sich so ein bisschen herausgefunden hat, hey, so, hey, ich stehe definitiv nur auf Männer oder nur auf beides, also kennen, dann klar so, kann einem das irgendwie helfen, aber ich würde mir überhaupt keinen Stress machen, so, ey, ich muss mich jetzt labeln, um mich zu outen, oder ich muss jetzt mich definieren, so, schlussendlich, Digga, scheißegal, also wie, wenn du dich in jemanden verliebst, und das ist scheißegal, ob das weibliche oder männliche Person ist, so, es ist Liebe, so, also zum euch auch schnell aufklären, nein, aber wie, vielleicht, ja, ich verstehe mega, dass das mega mühsam ist. Also ich bin selber heterosexuell, ich habe jetzt nie ein Outing gehabt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mit dem Kopf sehr viel macht und eben gerade, wenn man vielleicht Leute um sich im Umkreis hat, wo man das Gefühl hat, man wird nicht akzeptiert, macht es auf jeden Fall noch schwieriger. Also zuerst mal zu den Friends, die homophob sind und Frauen objektiv wie ein Objekt sehen. Ja, was wollte ich da gross dazu sagen? Also, du kannst froh sein, bist vielleicht nachher aus der Schule, musst nicht mehr mit denen zu tun haben. Ja, das würde ich jetzt mal zu dem sagen. Also, ich muss sagen, eigentlich ist in dem Sinne das Outing mega nice, weil wenn du das Outing hast, dann siehst du, wer wahre Friends sind und wer nicht. Weil die Leute, die nachher nichts mehr mit dir tun, sorry, aber wegen so einem Grund auch, nachher nichts mehr mit dir tun, das sind keine Friends. Friends sind die dich gerne haben. Dich als Person, dein Charakter. Dann ist es scheißegal, auf welches Geschlecht du stehst. So, vor allem, Friends sollten sich doch für dich freuen. Und gerade wenn du jemanden gefunden hast, zum Beispiel, wo du liebst, oder zum Beispiel nur schon, wenn du herausgefunden hast, dass du auf welches Geschlecht du stehst oder so, das sollte doch etwas sein, wo deine Friends sich freuen mit dir und nicht, also sowieso nicht, dass sie nachher dich irgendwie verurteilen oder whatever. Also ja, in dem Sinne eigentlich, also ja, okay, das ist jetzt mega blöd gesagt so, aber wie, ja, siehst du gerade nach dem Outing vielleicht mega gut, wer so wirklich Leute sind, die dich wirklich gerne haben und nicht, und auch gerade in der Familie. Darum ja, also wie, mach dir keinen Kopf von so, dass du dich musst labeln oder dass du musst wissen, auf wer du jetzt genau stehst oder whatever so. Und ich glaube, gerade mit dem Outing, eben wie gesagt, ich habe noch keine Erfahrung mit dem Outing, aber ich habe zum Beispiel auch, ich kenne auch jemanden, der lesbisch ist, und sie zum Beispiel hat es so gemacht, dass sie sich zuerst so ihren closer Friends anvertraut, wo sie wirklich das Vertrauen hat und wo sie das Gefühl hat, ja, die würden jetzt gut reagieren. Einfach damit du selber merkst, dass du schon mal ein sicheres Gefühl hast und ja, in dem Sinne schon mal gute Erfahrungen damit machst, wenn du es jemandem anvertraust. Und dass du dann immer mehr gegen aussen machst. Und vielleicht braucht es auch gar nicht mega ein Outing, sondern irgendwann ist es einfach normal so. Also wenn du mal die erste Person kennenlernst, wo du dich verliebst und in deiner Beziehung oder whatever, dass es dann gar nicht gross muss thematisiert werden, was es jetzt für ein Geschlecht ist, sondern dass es eine Person ist, die du liebst. Voll. Wir machen weiter. Ich schliesse mich immer selber aus Reflex, weil ich blöde Erfahrungen mit anderen habe gemacht. Wie kann ich damit umgehen? Oh mein Gott, ich habe das gelesen und ich habe im Fall noch nie so relaten zu etwas wie das. Also wirklich, ich habe mega lange auch mit dem gestruggelt und darum da kann ich jetzt richtig die grosse Schwester spielen, weil ich habe wirklich mega mit dem gestruggelt und ich habe so ein bisschen für mich meine Tipps gefunden, wie ich da besser damit umgehen kann oder wie ich das wirklich so ein bisschen teilweise losgeworden bin. Ich muss sagen, eben, ich habe das wie gesagt auch gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass es bei mir so ein bisschen gekommen ist, ja vielleicht auch vom Mobbing, weil ich relativ schnell Angst habe, dass ich ausgeschlossen bin. Also zum Beispiel auch mega oft sage ich mit Can, Alter, die haben mich irgendwie nicht mehr gern. Was ist mit denen los? So, ich habe das Gefühl, die haben mich voll komisch behandelt. Und ich habe mega schnell das Gefühl, dass Menschen mich unsympathisch finden oder dass Menschen mich ausgeschlossen haben oder whatever, auch wenn ich mir das so einbilde. Und gerade wenn ich merke oder wenn ich das Gefühl habe, das ist so, dann fange ich mich selber an auszuschliessen. Ich kann nicht sagen, warum, weil man selber dann irgendwie, ja, ich weiß es wirklich nicht, warum.
ob das irgendwie wirklich damit zu tun hat, dass man dann so selber so ein bisschen wie eingeschnappt ist. Also weißt du, bei mir ist es nämlich so, wenn ich in einer Gruppe war und ich habe das Gefühl, ich werde so ein bisschen ausgeschlossen, oder wenn ich etwas sage, dann hat man nicht so zugelassen oder so, dann bin ich wie automatisch gerade schon so beleidigt gewesen und habe dann angefangen, so ein bisschen, das klingt jetzt mega oft, so ein bisschen Tests zu machen. Also wie so, wenn man jetzt anhockt und ich sitze am Rand, dann ist es definitiv so, dass sie mich ausschliessen. Aber es ist dann gleich so gewesen, dass ich auch geschaut habe, unbewusst, also weißt so, wie sagt man, im Unbewusstsein, dass es wirklich nachher so sein wird, dass ich nachher am Rand sitze, zu mir selber bestätigen kann, zu mich selber so ausschliessen, was mega ein toxischer Gedanke eigentlich ist, aber wirklich auch mega schwer, um da rauszukommen. Also ich habe dann eben immer so die Tests gemacht, sage ich jetzt mal, zu mir selber immer mehr die Bestätigung geben, ja, ich werde jetzt ausgeschlossen, also mega dumm. Und die anderen Menschen, die haben null die Absicht gehabt, mich auszuschliessen oder null mich überhaupt ausgeschlossen, sondern ich habe mich eigentlich eben selber ausgeschlossen, indem ich selber eben, ich hätte ja wahrscheinlich nicht mal am Rand vom Bänkchen hocken. Und auch wenn es gibt ja immer in einer Gruppe dann Leute, die am Rand vom Bänkchen sitzen, das ist ja logisch, es können nicht alle in der Mitte sitzen, aber das heisst ja nicht, dass man nachher ausgeschlossen ist. Aber in meinem Kopf ist das so gewesen. Also, das ist jetzt genau das, was ich vorher angesprochen habe mit dem Becher. Ich habe meinen eigenen Becher immer mehr gefüllt. Und das sind nicht mal die anderen gewesen, sondern das bin ich selber gewesen. Ich habe selber Situationen so hergestellt, dass ich mir die Bestätigung gebe, ja, ich werde jetzt ausgeschlossen, was so dumm ist eigentlich. Und ich habe mega lange mit dem zu kämpfen gehabt. Also ich bin dann eben gerade oft zum Chunk und gesagt, die haben mich ausgeschlossen. Obwohl es vielleicht gar nicht so war und ich das wirklich so wahrgenommen habe, weil ich das habe irgendwie so wahrnehmen. Macht das Sinn? Ich habe es ja nicht wollen, aber so, ich habe es so erzeugt, sage ich mal. Und ich habe zum Beispiel auch eine mega gute Freundesgruppe, 2 Girls aus dem Gymi, wir gehen mega oft zusammen in die Ferien und wir waren einmal in Paris gewesen, und dort habe ich das mega krass gehabt. Also das Paris ist für mich, es sind eigentlich mega coole Ferien gewesen, oder es wäre eine coole Ferien gewesen, aber für mich sind die ganz schlimm gewesen, weil ich mich selber einfach so ausgeschlossen habe. Also es ist so dumm einfach. Und eben dann Situationen gehabt und dann haben sie miteinander geredet und dann bin ich auch so richtig so, ja, das ist jetzt, weißt du, dann fangst du an zu überlegen, die reden jetzt absichtlich über das Thema, wo ich nicht mitreden kann. Aber es ist ja ganz logisch, weil es gibt ja ab und zu in einer Gruppe, dass man nicht überall immer mitreden kann. Und ja, ich weiss nicht, auf jeden Fall habe ich das mega krass in Paris gehabt. Und habe mich dann gefragt, also weißt, wir haben dann schon wieder am Plan gewesen, die nächste Ferien, dass wir auf London werden gehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon gedacht, ich habe nicht so Lust, jetzt nochmal so Ferien, weil ich wirklich in dem Sinn schlechte Erfahrungen gemacht habe, auch wenn es eigentlich voll meine Schuld war. Und in London sind wir dann einmal essen am Abend und keine Ahnung, wir hatten so einfach einen coolen Abend gehabt und dort haben wir so richtig Deep Talk gehabt und wir haben es richtig gut gehabt. Und ich habe gedacht, okay, ich nehme jetzt meinen ganzen fucking Mut zusammen und sprich das einfach an. Und ich muss sagen, schon selber reflektiert, eben, dass ich gemerkt habe, dass ich mich selber ausschliesse. Das hast ja du auch gemacht jetzt da. Du merkst selber, dass du dich selber eigentlich ausschliessest. Und haben das voll angesprochen, dass das voll mein Ding ist. Also zuerst mal nicht so, das war in Paris, sondern dass das mein grundlegendes Problem ist. Und sie haben das irgendwie voll krass gefunden, weil sie haben zum Beispiel das gar nicht gehabt, das Gefühl, sie haben das gar nicht gekannt. Und ich habe das dann voll erklärt und haben eben auch gesagt, dass es in Paris so war. Und ich muss sagen, seit ich das mal angesprochen habe, gerade bei einer Gruppe, wo du dich selber ausschliessest, also wo das passiert ist, hat mir so gut getan. Seitdem, ich muss sagen, habe ich das wirklich mittlerweile so selten, einfach weil das hat mir erstens die Bestätigung gegeben von, ja, es ist nicht ihre Schuld, also ich gesagt, sie haben mich nicht ausgeschlossen, sondern, oder das irgendwie so. Und zweitens, sie haben auch voll gesagt, hey, wenn du das nächste Mal merkst, dass sich dein Glas am Füllen ist oder irgendwie so, dann sprichst du es direkt an. Und das habe ich nachher auch mega, also ein paar Mal dann gemacht, aber ich habe gemerkt, dass es dann gar nicht das so mega gebraucht hat, weil vor allem das einmal ansprechen, dass ich so ticke, dass ich mich manchmal so ausschliesse, dass ich das manchmal habe, hat mir mega geholfen, weil ich habe dann das Gefühl, okay, sie wissen den Effekt jetzt und darum, also weißt du, darum wäre es beim nächsten Mal auch, also darum ist es gar nicht mehr in Frage gekommen, um das zu machen, weil ich gewusst, die wissen, dass ich das Problem habe und ich könnte das auch ansprechen, wenn ich merke, dass es jetzt anfängt. Also ich glaube, ich habe es dann nachher nur einmal oder so, habe ich dann eine Situation wieder mit ihnen, wo ich das angesprochen habe. Und dann ist wie instant, haben sie mega geschaut, eben dass sie mich jetzt, dass sie mich nicht ausschliessen oder dass ich jetzt nicht am Rand vom Bänkchen hocke. Okay, nein, so jetzt spezifisch ist es nicht gewesen, aber auch so, keine Ahnung, es hat mir auf jeden Fall, das ist für mich ein Gamechanger gewesen, dass ich das angesprochen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht und dass ich mich nachher so viel wohler fühle. Und eben, ich habe das nachher irgendwann auch in der anderen Gruppe, mit anderen Gruppen habe ich das auch viel, viel weniger gehabt, einfach weil mir das so eine Confidence gegeben hat, dass ich, also zum einen so, ja, du hast ein Problem mit dir und es ist zwar etwas anderes, wenn du es in dir selber reflektierst,
Aber es ist etwas anderes, so jetzt habe ich es richtig sagen, es ist etwas anderes, wenn du das mit anderen teilst und es mal aussprichst. Weil das macht eigentlich so viel dann mit dir und ja, tut irgendwie mega viele Probleme automatisch schon lösen. So, genau, so habe ich das gemacht. Ich muss mal ganz schnell schauen, wie lange geht die Podcast-Folge schon? So eine halbe Stunde. Vielleicht könnt ihr die Podcast-Folge so ein bisschen hören, wenn ihr so eine längere Fahrt habt oder irgendwie so, keine Ahnung. Oder vielleicht sind die anderen schon eingepennt. Boah, das wollte ich mal sagen. Für die gerade, also ich sage ja immer «Guten Morgen» in einer Podcast-Folge, aber die meisten, es schreiben mega oft «Ich lasse das im Fall zum Einschlafen, du sagst nicht mehr «Guten Morgen». Ich sage das vor allem, weil halt mein Podcast «Znüni-Pause» heisst. Weißt du, so, morgen «Znüni-Pause». Und ich halt selber literally ein Mensch bin, der gerne so Podcasts irgendwie im Zug höre, wenn ich am Morgen irgendwo weggehe oder so. Ich glaube, darum sage ich immer «Guten Morgen». Aber ja, auf jeden Fall, ja, ich kann eigentlich am Schluss sagen, kann ich dann «Gute Nacht» sagen, wenn ihr gerade pennen geht. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Also wir machen jetzt auch mal weiter. Ist es normal, dass sich Freundschaften verändern, wenn eine plötzlich einen Freund hat? Ich gönne sie ihr voll und alles, aber habe irgendwie so im Gefühl, dass sie anders geworden ist seit den letzten Monaten. Auf der einen Seite ist sie gefühlt viel offener geworden mit Menschen generell, was ja positiv ist, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, sie hat wie genug von mir jetzt und wir sehen uns gar nicht mehr, ausser halt in der Schule. Und es liegt irgendetwas in der Luft jedes Mal, wenn wir uns sehen, aber keiner spricht es an. Soll ich es ansprechen oder es halt lieber lassen? Ja, unbedingt ansprechen. Ich muss allgemein sagen, Communication is key. Also das ist eigentlich so mein wie sagt man, mein Advice, wo du eigentlich immer kannst geben. Kommunizieren ist immer key, wirklich. Und gerade wenn du so Sachen unbedingt ansprechen, gerade allgemein, wenn ihr in einer Freundschaft sind oder nur schon in einer Beziehung, wenn ihr merkt, das ist etwas in der Luft, das ist etwas, was euch wirklich beschäftigt und nicht gerade jetzt gerade so viel passiert ist, sondern etwas, was euch über Zeit beschäftigt, sprecht das unbedingt an. Das ist wieder das Gleiche, wir sind jetzt wieder bei dem Glas. Wenn ihr merkt, euer Glas füllt sich immer mehr, ich hoffe, ihr checkt, was ich meine mit dem Glas. Das wäre jetzt mega random, wenn ich das immer wieder so anfange ansprechen, aber so quasi, ich erkläre es einfach, so, ich habe ein Glas, so, und manchmal gibt es so in einer Freundschaft ja Situationen, wo einem so ein bisschen triggert und dann tut sich das Glas ein bisschen füllen. Aber wenn es nur so einmal ein bisschen gefüllt ist, dann ist es voll nicht schlimm, dann verdunstet das Wasser irgendwann wieder, alles easy. Aber wenn sich die Situationen immer wieder wiederholen und es gibt immer mehr Punkte, wo euch anfangen zu triggern und es kommt immer wieder so die Situation mehr dazu, dann füllt sich euer Glas immer mehr, bis es irgendwann überläuft. Und dann explodiert er. Und dann kann es entweder dazu entstehen, dass es einen riesen Streit gibt oder dass ihr euch absolut von dieser Person entfernt oder Antigefühle gegenüber dieser Person habt oder whatever. Und darum ist es mega, mega wichtig, dass ihr das vorher ansprecht, so um quasi euer Glas entleeren können. Hat das Sinn gemacht? Ich glaube schon. Ich finde, das ist so eine mega schöne Veranschaulichung. Genau, auf jeden Fall unbedingt ansprechen. Unbedingt ansprechen. Und eben in der Ich-Position und nicht irgendwie, du hast das falsch gemacht und du mit dem Finger zeigen, so von mir reden. Eben gerade das ansprechen. So, ich merke, irgendetwas ist in der Luft und ich habe dich eigentlich mega gerne und ich mache es so mega gönnen, dass du einen Freund hast und dass du glücklich mit dir bist. Und ich finde es eben auch voll cool, dass du jetzt offener geworden bist. Ich merke einfach irgendwie, dass irgendwie wir dann weniger miteinander machen und ich würde mir mega wünschen, dass wir mehr miteinander machen, dass wir wieder öfters sehen, dass wir ein bisschen mehr updaten, weil ich vermisse es irgendwie. Genau. Ja. Okay, wir kommen wieder zu einer längeren Nachricht. Ich liebe die längeren Nachrichten, das macht mich so glücklich. Okay. Hoi Nati, ich finde den grossen Schwestertag mega cool, weil ich immer gerne ein älteres Geschwister hätte, wo ich alles fragen kann. Das freut mich mega. Same. Seit längerem finde ich einen guten Kollegen von mir ein bisschen mehr als nur nett. Und ich habe das Gefühl, dass er mich doch auch sehr gern hat. Aber ich bin viel zu schüch, um den ersten Schritt zu machen und ich habe vor allem Angst, dass das alles zwischen uns kaputt machen würde. Und das Schlimmste wäre, wenn ich den ersten Schritt machen würde, er dann auch das Gleiche empfindet und es dann von meiner Seite her nicht passt. Aber von ihm aus schon. Dann wäre es ja mega gemein, wenn es nicht klappt. Und vor dem habe ich auch Angst. Und es ist mega schwierig, ihn einzuschätzen, weil er einfach zu allen sehr nett ist. Ich habe mir immer schon überlegt, um es ihm zu sagen, weil ich ehrlich gesagt fände ich es nicht schlimm, wenn mir das ein guter Kollege würde sagen und ich nicht das Gleiche empfinde. Aber jeder ist halt anders. Was meinst du? Ich habe das so cute gefunden, weil ich bin wirklich genau einmal in so einer Situation gewesen. Noch vor dem Can. Spaß. Dann hatte ich einen besten Kollegen gehabt. Wir haben mega engen Kontakt gehabt und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er mich auch gerne hat, aber man hat es halt nie angesprochen und es ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung, also wie, es war irgendwie cool gewesen, aber du hast nicht einschätzen, hat er mich jetzt wirklich mehr gerne und hat mich jetzt auch gerne als Kollege und so. Und ja, also ich kann dir einfach sagen, wie es bei mir war. Also, oh mein Gott. Also, wir haben
immer nur miteinander geschrieben vor allem. Wir sind zwar in der gleichen Klasse gewesen, aber irgendwie in der Schule haben wir nicht so oft miteinander geredet. Wahrscheinlich einfach, weil so ein bisschen der Spice, wir sind heimlich Friends, crazy, irgendwie cool war. Egal, um das geht es nicht. Wir haben sehr oft miteinander geschrieben. Und dann, weißt du, dann fängst du auch an, so ein bisschen mit Herzchen schreiben, so ein bisschen halt alles kollegial, oder? Auf jeden Fall haben wir dann nachher, also das hat irgendwie mir mega geholfen. Ich glaube mal, wie war das genau gewesen? So stupid. Okay, jetzt müssen wir hören. Ich weiss nicht, ob das heute auch noch so ein Ding ist. Boah, schreibt mir das, ob das auch noch so ein Ding ist. Aber früher war das so cool gewesen und das hat mir mega geholfen. Es hat so wie, ich sag mal, Kettenbrief gegeben. Es hat zum Beispiel einen Kettenbrief gegeben, wo so 1% bis 100% ist. Und der hast du dann so geschickt und da musst du sagen, wie viel Prozent Akku du hast. Und dann kannst du auf dieser Liste nachschauen, was du, also es war so ein bisschen wie eine Wahrheit oder Pflicht gewesen, was du für eine Aufgabe hast. Und da hat es so Sachen gehabt wie, also irgendwie so ein bisschen Wahrheit-Fragen, eben so, bist du rasiert, zwischen den Beinen, keine Ahnung, was so ein bisschen Shit. Und er hat irgendwie dann 100% gehabt oder so. Und ich bin mir sicher, er hat safe nicht 100% gehabt. Er hat extra nachher dann die Frage, also so wollen, dass er die muss beantworten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war die Frage nachher irgendwie so gewesen, liebst du mich? Oder irgendwie so etwas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich kann die dann beantworten und ich bin dann so gewesen, ja Bro, Alter, das kann ich jetzt nicht machen. Aber durch das, dass ich bin mir sicher, dass er absichtlich mich das gefragt hat, habe ich wie so blöd gesagt, so ein bisschen Bestätigung gehabt, dass er ja wahrscheinlich auch Gefühl für mich hat, weil das wäre ja, also kann ich, wenn du nur Kollege bist, dann wäre so eine Frage mega unangenehm. Und dann habe ich halt so geschrieben, ja, vielleicht. Und dann habe ich so geschrieben, du? Und er so, ja, vielleicht auch. Und dann haben wir uns Liebe gestanden. Und dann sind wir nachher extra für ein halbes Jahr zusammen gewesen und dann ist es wieder auseinandergegangen. Egal. Auf jeden Fall hat mir das irgendwie so ein bisschen geholfen. Also halt vor allem, weil es per Chat ist. Ich weiss jetzt nicht, es kommt halt mega darauf an, welchem Alter du bist. So, wie alt sind wir gewesen? 15, 16. So. Und dort war halt so noch easy gewesen, so per Chat und so. Gott, das ist ja später noch easy. Aber es ist halt einfacher. So. Und in Real Life, ich finde, du kannst ja recht schnell merken, ob jemand auch Feelings hat oder auch so ein bisschen mit dir flirty ist oder so ein bisschen die Nähe sucht oder dich immer anschaut oder den Kontakt mit dir will und alles. Ja, du merkst schnell, ob jemand dir wichtig ist auf einer freundschaftlichen Ebene oder mehr, glaubst so ein bisschen. Ja, aber du hast schon auch so ein bisschen geschrieben, dass du noch nicht ganz sicher bist, ob eben du auch wirklich und so. Und eben, schlussendlich haben die ja null Stress. Also geniessen die Zeit, sowohl als Friends als auch, als wenn ihr jetzt eine Kennenlernphase habt und so ein bisschen euch am Austesten sind, ob wir wirklich ineinander verliebt sind. So. Darum macht euch voll keinen Stress. Und ich glaube, es kommt irgendwann schon der Moment, wo du merkst, hey, jetzt passt es eigentlich zum so etwas ansprechen. Weil ich finde es allgemein mega cool, Leute, die sich das getrauen zum Ansprechen. Und gerade wenn sie in so einer Situation ist, wo du merkst, die andere Person würde es vielleicht auch ansprechen, die Frage ist so, wer, und dann machst du den Schritt. Und das ist ja voll egal, ob weiblich oder männlich. Finde ich mega cool. Darum, ja, eben gerade wenn du sagst, du hast keine Bedenken von dem, mach das unbedingt, sprich es unbedingt an, das wäre mega geil. Finde ich mega nice. Gut, wir kommen zu der nächsten. Ich fühle mich in meiner Freundesgruppe oft nicht so zugehörig. Heisst, ich habe oft das Gefühl, dass ich die unwichtigste Person aus der Gruppe bin. Vielleicht kennst du das. Ich weiss nicht so, wie ich mit dem umgehe, weil es mich dann amigs schon sehr fest beschäftigt. Ich fange dann viel an mir zu zweifeln und es macht mich auch mega traurig. Wie gehst du mit so etwas um und wie wirst du das machen? Boah, ich verstehe das mega krass. Ich merke gerade, wenn ich in einer Gruppe eher so ein bisschen die Person bin, die so ein bisschen ruhiger ist, so, dass ich dann jetzt nicht mega die laute Klappe will haben. Also ich muss sagen, ich habe schon oft eine laute Klappe. Wenn ich in einer Gruppe bin, wo eben so andere so ein bisschen lauter sind oder so und ich dann eher so ein bisschen ruhig bin, dann habe ich sehr oft auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen die unwichtigste Person bin. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht eher so ein introvertierter Mensch bist, I guess, vielleicht auch nicht. Und dass es dann eben oft schwer ist, auch eben eine laute Fresse in der Gruppe zu haben. Also nicht, dass man das muss, aber dass man dann vielleicht oft auch wegen dem so ein bisschen das Gefühl hat, dass man unwichtig ist. Und ich mache manchmal so ein bisschen den Trick, es bringt nichts, wenn du dann eine laute Fresse hast in der Gruppe und dich irgendwie fakest oder irgendwie so dich auf etwas zwingst oder keinen Bock hast oder wo du dich nicht wohlfühlst, sondern gerade als Introvert, finde ich, ist es mega nice, zu den Menschen einzeln so ein bisschen eine Connection aufbauen. Wisst ihr, was ich meine? Also, es kommt davon, wie gross die Gruppe ist, aber zum Beispiel, also es ist eigentlich egal, wie gross die Gruppe ist. Zum Beispiel, wenn jetzt alle zusammen gehen grillieren oder gehen zum Mittagessen oder irgendwie so, dann kannst du vielleicht mal, wenn du neben dieser Person hockst, mit der so ein tiefes Gespräch suchen. Oder mit der so ein bisschen anfangen zu reden. Weil gerade wenn du mit einzelnen Menschen, und eben das muss ja nicht mit der gleichen Person sein, mal ein bisschen mit der, aber immer einzelnes Gespräch suchst, dann ist es viel einfacher, also so ist es bei mir, wenn ich in einer Gruppe das Gefühl habe, ich fühle mich so nicht so, also eben so ein bisschen unwichtig,
dass ich dann einzeln zu Menschen Connection suche, weil ich es in der Gruppe insgesamt nicht so schaffe. Und das hilft mir auch so ein bisschen. Und ja, dann fühlst du dich auch automatisch mehr dazugehörig und es verändert sich etwas in der Gruppe, weil die Menschen eben so vielleicht haben alle irgendjemanden in der Gruppe, wo sie besser kennen als dich und darum auch mit dir dann wie automatisch ja, nicht so viel zu tun oder wie nicht so viel, weiß ich nicht so viel gemeinsam. Und gerade wenn du so allein, also einzeln den Kontakt suchst, das kann entweder per Chat sein oder eben auch, wenn ihr in der Gruppe etwas macht und dann chillt ihr mal so am Feuer und dann bist du halt mit jemandem mal so ein bisschen das zweite am Deep Talk am Feuer oder so, dass das mega viel kann helfen. Gut, ich habe das Gefühl, mein Freund möchte das erste Mal, fühle mich aber irgendwie noch nicht ready und weiss nicht, wie ansprechen. Ich habe Angst, dass er enttäuscht ist. Ich habe ja eine ganze Podcast-Folge, wie gesagt, zum Thema erste Mal gemacht. Also, falls du ein bisschen mehr über das wissen willst, kannst du auf jeden Fall reinhören. Aber ich weiss, was du meinst. Ich habe mega lange Angst vor meinem ersten Mal gehabt. Habe ich auch so ein bisschen die Story erzählt. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass mein Ex-Freund damals eigentlich schon ready gewesen wäre. Und ich habe noch nicht und ich hatte Angst gehabt, das anzusprechen und so. Und habe dann vor allem einfach immer nur den Grund benutzt, dass ich so gläubig bin und erst in der Hochzeitsnacht mein erstes Mal habe. Ich konnte auch nicht sagen, dass ich Angst hatte, beziehungsweise noch nicht ready war. Aber ich finde es im Nachhinein eigentlich doof, wie ich es gemacht habe. Ich hätte es besser gefunden, hätte ich das angesprochen. Und ich weiss, dass das mega viel Überwindung kostet, gerade weil du dann irgendwie so das Gefühl hast, dass er sich dann irgendwie so denkt, was? Aber also sowieso, wenn er würde so reagieren, oder sie, ja, das ist geschrieben, mein Freund, dann ist es auch nicht das wert, das erste Mal mit dieser Person zu haben, weil ich finde, also wenn es dein Freund ist, dann liebt er dich ja wegen dir und weil er dich gerne hat und nicht, weil er dich zum Bumsen will, so blöd gesagt. Also wie, schau unbedingt, dass du dich ready fühlst und mach es bitte niemals, weil er irgendwie Angst hat oder weil er denkt, ja, er wäre sonst hässig oder enttäuscht oder er würde eigentlich wählen und ich mache es jetzt für ihn. Bitte, bitte, macht das niemals. Versprecht es mir. Weil das ist ja das erste Mal, Alter. Das müsst ihr machen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr es wollt, wenn ihr euch ready fühlt. Macht das niemals für irgendjemanden. So. Also, wisst ihr so. Darum, ich könnte das voll easy ansprechen. Sag easy, egal in welchem Alter du bist, sag, hey, ich merke, ich fühle mich noch nicht so ready. Und gerade anhand von wie er reagieren wird, kannst du schauen, ob er auf den Mond schießt oder nicht. Also wie, das ist etwas, wo ich finde, ist egal, ob weiblich oder männlicher Partner, mega wichtig, um das zu respektieren. Weil klar gehört Sex irgendwo ja auch zu einer Beziehung, aber das ist nicht das grosse Fundament von einer Beziehung. Und das heisst ja nicht, dass du nie Sex hast. Also wie, keine Ahnung, so, mach keinen Stress so. Und bist da 100% ehrlich und mach unbedingt niemals etwas, was du nicht willst. Oder wo du dich nicht ready dafür fühlst. Oder weil du das Gefühl hast, du machst es nur für ihn. Vor allem nicht, weil du denkst, dass er nachher enttäuscht ist. Unbedingt nicht. Genau. So, wir kommen jetzt gerade zu der letzten. Und zwar, liebe Nati, sehr gerne würde ich würde ich deine Meinung zur folgenden Frage hören. All meine Kolleginnen schreiben mit ihrem Partner täglich. Ich und mein Freund schreiben uns kaum. Und falls doch, dann um uns zu verabreden. Wichtig zu sagen ist, dass ich auch mit meinen Kolleginnen kaum schreibe. Bin nicht der Schreibtyp. Das verunsichert mich, da ich denke, etwas sei nicht normal. Deswegen wollte ich dich mal fragen, wie das du siehst. Ist es notwendig, 24/7 mit dem Partner in Kontakt zu sein? Oder funktioniert das auch mit zweimal die Woche? Wie viel Kontakt ist deiner Meinung nach notwendig für eine funktionierende Beziehung? Ich weiß, ist sehr individuell, trotzdem würde es mich sehr interessieren. Wichtig zu erwähnen, ich finde deinen Podcast der Wahnsinn. Definitiv 10 von 10. Erstmal danke viel mal, mega cute am Schluss. Ich finde, ja, wie du gesagt hast, es ist mega individuell und ja, also ich finde, gerade wenn du und die Partner beide Feinde mit sind, dann ist doch scheißegal. Also wie, eben die Hauptsache ist, dass ihr beide Feinde mit sind und gerade sich so mit anderen Beziehungen vergleichen kannst du eh nicht. Also wie, es gibt Beziehungen, die jeden Tag miteinander Kontakt haben, zweimal am Tag telefonieren und eine richtig toxische scheiß Beziehung haben. Und es gibt Beziehungen, die vielleicht einmal in der Woche sich sehen oder vielleicht Kontakt haben und eine mega gute Beziehung haben. Darum, ich finde, dass das voll nichts aussagt. So. Also klar, je mehr Kontakte miteinander hast, desto mehr weisst du vielleicht auch vom Alltag über dem anderen sein Leben und desto mehr wird es dann vielleicht auch so ein bisschen eine Bezugsperson. Aber das ist eben, wie gesagt, mega individuell und das ist das, was ich mir manchmal so vor Augen halten muss. So, du und dein Partner könnt eure Beziehung so gestalten, wie ihr wollt. Also, keine Ahnung, nur weil es so ein Gesellschaftsding ist, aber so, man muss dann und dann das machen und das und da, aber so Scheiß drauf. Schaut, dass es euch beiden, dass ihr euch gut damit fühlt und dass
dass es für beide Parts gut ist. Wenn es ein Part nicht so gut findet, kann ich das unbedingt ansprechen und dann schaut ihr, dass es eine Lösung dafür gibt oder dass es einen Kompromiss gibt für beide. Aber ja, wenn du schreibst, dass es beide voll fein damit sind, dann müsst ihr überhaupt nichts ändern, weil eben so, jede Partnerschaft ist da voll individuell und da gibt es in dem Sinne auch kein richtig oder falsch. Genau. Ja, das wäre schon die letzte Frage gewesen. Aber ich habe es gerade nice gefunden. Und ich kann ja mir jetzt unbedingt mal da gerade auf Spotify oder auf YouTube in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gefunden habt. Oder vielleicht auch so ein bisschen eure Meinung zu allen Sachen. Ich finde das immer spannend, so Sachen zu lesen. Und darum, ich freue mich sehr auf euer Feedback und so ein bisschen eure Meinung dazu. Und falls ihr wollt, dass ich das nochmal mache und so. Oh, und ganz, ganz wichtig, oh mein Gott, es ist jetzt, also wenn ihr es hört, entweder Donnerstag oder später. Und, also, wie viel ist 29. Juni bei euch. Wir sind schon der 28. Geht für den Can abstimmen. Also, der Can ist mein Freund, mein Boyfriend, 4,5 Jahre zusammen, Swag. Auf jeden Fall, er ist Musiker und er ist so ein bisschen der Startlöcher und er ist jetzt bei einem Voting momentan dabei, wo er die Möglichkeit hat, am oberen Frauenfeld auftreten. Oh mein Gott. Darum, es wäre mega, mega nice, würde für ihn voten. Er ist zwar jetzt nicht schlecht dran, aber natürlich jeder einzelne Vote zählt. Darum, geht entweder auf TikTok oder auf Instagram, auf den Link. Ich kann ihn sonst auch noch bei Podcasts kann ich ihn auch noch verlinken. Und dort könnt ihr für den Can voten. Das würde mich mega, mega freuen und ihn natürlich auch. Und für die am Open Air dann dabei sind, gehen Sie in den Auftritt schauen. Er ist am Samstagabend so um die 12 Uhr um Mitternacht. Also schon fast einer der letzten Auftritte. Aber es wäre mega geil. Also ich würde mich so freuen. Imagine, Bro, mein Freund hat einfach einen Auftritt beim Frauenwelt. Es wäre hure geil. Darum, ich könnte übrigens jeden Tag abstimmen. Einmal die ganze Woche bis am Sonntag. Glaubst du, bis am Sonntag, ja. Also heute ist Donnerstag, das heisst, ab heute einmal abstimmen bitte. Morgen und übermorgen. Also das ist bis am Samstag. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, geht heute abstimmen, morgen und übermorgen. Und vielleicht auch übermorgen, ich bin nicht sicher, ob das geht. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf TikTok, folgt mir auf YouTube. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bye! Oh, und gute Nacht allen, die jetzt gerade pennen gehen. Gute Nacht!